Wir haben Urlaub am Bauernhof nur kennt vom selber Urlaub machen bei Urlaub am Bauernhof. Unsere Eltern haben irgendwie es geschafft, dass uns die Liebe zur Landwirtschaft eigentlich weitergegeben haben. Ich habe dann nach den Pflichtschuljahren eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Ich war im Zwettl-Edelhof und im Anschluss bin ich eine Dorfhelferin geworden. Ein Novum für Niederösterreich. Das ist diese Sozialhilfe in der Landwirtschaft. Habe es sehr, sehr gern gemacht. Das ist ein sehr fordernder Beruf, aber habe es wirklich gern gemacht. Wir haben dann noch was gesucht, haben kurz über einen Heurigen nachgedacht und haben uns aber dann sehr, sehr schnell nach dem Hofladen, der irgendwie fast mehr ein Hobby ist als ein Betriebszweig, uns dann sehr schnell für die Gästebeherbergung entschieden. Wir kennen ganz gut mit Leuten alle und haben wirklich gesagt, wir bauen ein Gästehaus für Gäste, dass sie sich auch wohlfühlen, aber dass er für uns passt. Es ist halt noch einmal ein Generationsprojekt, aber weil die zwei mitgezogen sind, haben wir uns dann eben dafür entschieden und haben es im Grunde genommen noch eigentlich nicht bereut. Es ist ein gutes Miteinander. So wie wir leben, auch das, wie wir unseren Betrieb führen und dazu in Gast. Das geht wunderbar ineinander. Wenn dann halt wer ins Haus kommt und sich noch dafür interessiert, auch, das ist ja total was Schönes. Also es ist bei uns, hat eigentlich die ganze Familie daran Freude und zieht da mit. So funktioniert es auch bei uns nur. Wenn es nur ich tat, haut es nicht hin. Für uns ist Urlaub am Bauernhof ein guter und verlässlicher Partner. Es ergibt sich sehr, sehr viel Gesprächsstoff, vorwiegend um das, was wir anbieten, was da steht, wo kommt es her, was das, magst du das selber, wächst das bei dir im Garten und das ist wirklich schön und ist auch einer der Triebfedern, warum wir es machen, um unsere Welt irgendwo ein bisschen auszutragen. Du präsentierst deine Welt, du lebst mit und in der Natur und das ist nicht immer ganz leicht. Das ist wirklich schön, wenn man einer da ein kleines Stückchen mitgeben kann. Und wenn er morgen oder übermorgen irgendwo eine Flasche Wein kauft oder ein Glas Wein trinkt, dass er sich denkt, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Das ist, denke ich, ist ein bisschen unser Auftrag. Der Hofladen ist immer noch ein Hobby, das ich wahnsinnig gern mache, aber es soll nicht ein Riesending sein. Es gibt von nichts so viel und was gar ist gar und was zusammengegessen ist, ist fort. Und das ist meine große Freude eigentlich.